Shalom Aleichem, liebe Freund, Hand haben mir sehr sympathischen Gast. Das ist Tamara Gleason von Mexiko. Und ich will sie soll etwas erzählen wegen sich, weil für ihr lang Leben hat sie schon eine Sache gesehen und sie kennt sehr getidisch. Und das ist öfter das Wichtigste, was wir haben sie heint verbeten in unser Studio. Dir das Wort. Mein Name ist Tamara Gleason. Das habe ich schon gesagt. Und ja, ich habe sich gelernt Jiddisch im Sommerprogramm. Ich habe sich angefangen zu lernen Jiddisch mit 2 Jahren zurück. Und wenn ich habe angefangen, ich habe bloß gewollt lernen und verstehen, aber ich habe nicht gewollt reden und schreiben und so weiter. Und was ist der Zweck von dann wenden sich zu Jiddisch? Ja, ich habe gewollt schreiben eine Thesis für bis graduiert wegen der Bundeswehrbewegung in Mexiko. Aber wenn ich habe gesehen die Journalen, als es gegeben auf Jiddisch und ich habe gesagt, oi, weh, das ist ein Meshuggah. Aber ich habe Tage gewollt schreiben wegen dem. Und dafür habe ich gelernt Jiddisch. Ich habe sich gelernt Jiddisch. Aber für was ist gemeint, dass es ein Meshuggah? Weil ein paar Menschen haben mir gesagt, dass, für was willst du lernen Jiddisch? Es ist besser, ob du lernst Hebräisch oder etwas, was man nutzt. Mehr praktisch, ja? Ja, mehr praktisch. Aber ich habe gesagt, nein, ich will Tage forschen wegen dem Bund. Und wenn ich bin gegangen ins Sommerprogramm, die Lehrer seien gewesen so verbrennt mit Jiddisch und so weiter. Und ich habe du meinst das Sommerprogramm in Ivo, ja? In Ivo, ja. Und das faktisch ist gewesen dann Yesod, ja? Der Ivo-Programm und weiter nachher gibt es, was du sich gelernt? Im Ivo-Programm im Sommer, das ist gewesen dem Sommer. Ja. Und weiter zweimal, ja? Zweimal im Sommerprogramm und das ist, was ist gewesen sehr, sehr gut von mein Jiddisch. Mein Jiddisch ist, als ich im Winterprogramm mit einem Jahr zurück bin ich geblieben mit Perl Teitelbaum. Und ich habe ihr gebeten, als sie soll mit reden auf Jiddisch eine ganze Zeit. Und das ist gewesen 3 Wochen. Wir haben geredet auf Jiddisch eine ganze Zeit und das ist gewesen sehr, sehr, sehr gut. Und dort, liebe Freund, ein Beispiel, wie wir kennen Menschen von 2 Jahren, also prächtig reden Jiddisch. Und eine Zwiebel viel, auch wegen einer Zwiebel. Du hast gesagt, dass sozusagen geschaffen eine Zwiebel in Mexiko, ja? Ja, ja. Erzähl ein bisschen wegen dem. Okay, das ist etwas, was Arturo Kerbel-Schein hat angehoben. Und ich meine, das ist gewesen in Juni. Das ist gewesen in Juni. Und hat gedacht, dass es wohl gewesen eine gute Idee, dass jeder Mensch soll öffnen seinen Stub, zu machen, jüdische Stub in ein Stub und einander und so weiter. Sag mir, Tamara, und was darf ihr es? Es ist bei mir ein Meshuggah. Heutzutage? Ja. Nein, heutzutage trachte ich, es ist nicht ein Meshuggah. Was trachst du? Ich trage, dass es ist sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen jüdische Kultur in allgemein und zu verstehen verschiedene Sachen. Ich meine, es ist euch ein Ofen zu machen, eine Kommunität, ein Yeshub. Es ist euch sehr ein gutes Mittel zu treffen mit Menschen und zu reden mit Menschen. Und von einem Steigerle muss leben. Oder wie ein Mädel, ja? Wie eine Frau, was gerät sich zu oben am Spruch. Sie können es dir helfen in dem? Ja, ich meine es ja. Ich meine, es ist sehr wichtig, zu haben eine starke Identität, eine starke jüdische Identität. Weil es sind da jüdische Sachen, jüdische Sprichwörter, die man nicht übersetzen. Und wenn wir reden auf Jiddisch, die alle Sachen die alle jüdische Sachen kommen rein. Du sagst, als für dir ist Jiddisch geworden mehr wie ein Limit verforschen, mehr wie ein
ein Leben mit zu treffen sich. Das ist geworden ein Teil von deinem Leben, kann man Ja, sagen? ich meine es ja. Einmal trachte ich auf Jiddisch und nicht auf Spanisch. Das ist, wenn ich rede auf Jiddisch. Und ich rede auf Jiddisch mit meinem Haber, mit meinem Bocher. Wir probieren, es ist nicht so gering, weil wir beide, unsere Muttersprache ist Spanisch, aber Ja, ich wir verstehe. probieren es zu tun. Und was noch? Wir haben etwas, ein Chat, was heißt sich mit meinen Habertes, was heißt sich Meshuggene Mädlach. Aha, noch einmal Meshuggene. Meshuggene Danke zu Mädlach. dem, was ihr redet Jiddisch. Und wir alle schreiben auf Jiddisch, wegen was ist geschehen in unserem täglichen Leben. Und Sag mir, die meinst, dass etwas von jener Zeit, von jener Ideologie, wohl gekonnt herangebracht werden, euch in Heim? ja, ich meine, als sie haben gehabt einen Begriff, Deutschkeit. Und Ja. ich meine, also das ist sehr, sehr ein wichtiger Begriff heutzutage in der die Twutzes, Goles, ja. in der Goles und In der Twutzes, lassen wir sagen so, ja? und in Mexiko. Es ist sehr, sehr wichtig. Und was wir tun in jüdischer Stube ist zu bringen Menschen, die seien interessiert in Jiddisch und reden wegen verschiedenen Sachen. Oder wir haben gelernt Lieder oder wir treffen sich in Hagim, in Yom Toibim. Und das ist die Mehrheit von den Menschen kommen in Yom Toibim und nicht in andere in andere Tag, ja. Ja, das ist sehr interessant. Beispiel in Hanukkah kommen mehr Menschen wie etwas, was wir haben gemacht wegen Stamazoi, ja? Stamazoi, ja. Ja. Und ich meine, also das hat zu tun, weil der Sache, dass die Menschen trachten als, Yom Toibim, wir müssen tun etwas, was soll sein Jiddisch lernen. Aber das hat nichts zu tun mit Religion, nein? Nein, das hat gar Du nichts zu sagst, tun. Jiddisch und die Amtoivim nehmen sich mehr wie eine Tradition, ja? Punkt also. Das ist, was ich meine. Also die Menschen, die seien nicht, vor allem in allgemein, meinen, also es ist gut zu gehen in eine In der Zwiebel, ja? in eine Zwiebel in Yom Toibim. Tamara, ich wünsche dir, der Erfolg sei in deiner akademischen Arbeit und sei in dem, was du tust, äußer die Rahmen. Und ich wünsche dir, so sein glücklich und so lieb um Jiddisch. Dank. Großen Dank.